Ja, das Thema ist heute Abend, wie baue ich Beziehungen, Freundschaften. Und das ist ein Thema, das uns alle natürlich interessiert. Wir brauchen gute Menschen um uns herum. Es ist nicht gut, dass ein Mensch alleine ist. Wir brauchen gute Freunde. Ich war gerade frisch verlobt mit meiner Frau, sind wir in einen Café gegangen und dann gibt's doch diese Zuckerpäckchen. Da sind immer so ganz komische Sprüche drauf, ein bisschen cheesy so folge deinem Herzen, dann kommt alles gut und so in die Richtung. Und dann habe ich da wirklich, ich war verlobt und habe einen Spruch genommen und auf meinem Zuckerpäckchen. Und der hat mich richtig berührt. Ich weiß nicht, ob ich Tränen in den Augen hatte, aber es hat mich richtig fasziniert. Ich habe auf einem Zuckerpack einen guten Spruch gefunden. Das ist ja wirklich was crazy. Und der Spruch war, vielleicht auch weil ich gerade verlobt war, in den meisten Ehen mangelt es nicht an Liebe, sondern an Freundschaft. Sogar ich mit meiner Verlobten sogar da ist die Basis für eine gute Ehe ist auch wieder Freundschaft. Und wenn du verheiratet bist, merkst du plötzlich, wie dringend, dass du auch wieder deine Freunde brauchst und deine Freunde, die du schon jahrelang kennst. Freundschaften, da ein gesundes Netzwerk zu haben, ist unglaublich wichtig. Und jetzt möchte ich aber starten und eine Frage in den Raum stellen. Warum ist es so viel schwieriger, Freundschaften zu pflegen, Freundschaften zu fördern, sobald man erwachsen ist? Ich möchte dich mit hineinnehmen in eine entwicklungspsychologische Reise durch deine ersten Lebensjahre und dieser Frage nachgehen. Warum ist Freundschaft viel schwieriger, sobald du erwachsen bist? Wir spulen ganz zurück. Meine Tochter ist jetzt ein Kleinkind, sie ist 3,5 Jahre und sie ist in der Kleinkindphase. Da ist die Familie alles. Das war bei dir auch so. Du wächst auf. Die Familie ist alles. Vielleicht hast du noch ein bisschen Kita oder irgendwo noch erweiterte Familie, ein bisschen Nachbarschaft. Aber grundsätzlich die Familie bestimmt dein ganzes Umfeld. Und in dieser Zeit ist es wichtig, etwas muss in dir wachsen können, nämlich so ein Grundvertrauen. Dass Menschen für dich da sein können, dass du dich verlassen kannst auf deine Eltern, aber dann auch weiter. Ein Grundvertrauen muss wachsen können in dieser Zeit. Ganz wichtig, wenn alles gut läuft. Dann kommst du in den Kindergarten. Kannst du dich noch erinnern an Kindergarten? Das sind so die ersten vielleicht Erinnerungen, die du so ein bisschen hast. Und ab Kindergarten und Schulzeit ist so, dass du immer in eine stabile Gruppe eingeteilt wirst. Du wählst nicht in welche Gruppe, sondern du wirst eingeteilt und hast automatisch immer eine stabile Gruppe, die mindestens ein Jahr lang hält oder sogar noch länger oder 3 Jahre oder noch länger, hast du die gleichen Leute, die du kennst. Also diese Zeit, die du da zusammen bist und dann im Kindergarten und Schulzeit, du spielst miteinander, sprichst miteinander, lebst viel miteinander und automatisch bist du da, du lernst erste Beziehungsgrundlagen. Das ist zum Beispiel, du lernst, wie kommuniziert man? Wie streitet man? Wie versöhnt man sich wieder? Wie ist man empathisch? Du lernst als Kind zum ersten Mal, meine Tochter lernt jetzt bald, dass es noch eine andere Perspektive gibt als ihre eigene. Das sind alles diese Beziehungsgrundlagen, die du lernst, wenn du ein Kind bist. Und dann kommt es für uns alle, du wirst Teenager. Haben wir Teenager hier? Das sind die nicht so gerne laut schreien und genau. Teenager, und zum ersten Mal, wenn du Teenager bist, passiert etwas. Deine Familien sind nicht mehr die wichtigsten Personen für dich. Dich interessieren plötzlich die Menschen in deiner Clique, in deinem Freundeskreis, interessieren dich plötzlich viel, viel mehr. Und das ist auch gut so. Und in dieser Zeit, wenn alles gut geht, entwickelt sich eine gesunde Identität in dir, wenn du Teenager bist. Und dann bist du als Teenager, du bist an der Schule, du hast da deine Cliquen, deine Leute, wo du ein bisschen mehr Freundschaft hast, bei anderen ein bisschen weniger, so erste Konflikte und all das. Und dann kommt so dieser Übertritt dann. Bei mir war das so.
Ich war im Gymnasium und habe mit diesen Leuten, war ich 4 Jahre lang mit den gleichen Leuten in dieser Klasse und das war richtig krass. Wir hatten eine super Stimmung auch in der Klasse und dann war diese Maturfeier. Ich weiß noch, ich durfte das moderieren, damals schon gerne auf der Bühne, hat mir riesig Spaß gemacht, haben Games gemacht und nachher ging es natürlich noch weiter. Wir haben die Nacht durchgefeiert. Wir sind zum See geradelt, ich weiß noch, und dann war ich so müde und bin noch einmal umgefallen und es war so richtig wild und so mit dieser Klasse und wir waren ein Herz und eine Seele. Und ab diesem Tag, diesem Moment, habe ich einen großen Teil nie wieder gesehen. Von diesen Leuten, wo ich 4 Jahre Beziehung investiert habe. Alles weg. Und diese krassen Freunde auch, einige habe ich noch ein bisschen weiter mal wieder gesehen und so, aber so viele Freundschaften plötzlich weg. Und etwas hat sich geändert. Dann kam ich mal ins Militär, dann habe ich an verschiedenen Orten gearbeitet und so, aber alles war plötzlich nicht mehr so die Konstanz, die ich hatte in den Freundschaften. Und etwas Krasses ist passiert. Sobald du in deinen 20s bist, also in deinen 20er Jahren, du bist total selbstständig im Bau von deinen Beziehungen. Wen möchtest du treffen? Mit wem baust du Freundschaft? Weil es kann schon sein, dass du am Studium irgendjemanden triffst. Das habe ich auch gemacht, aber dann haben die in diese Richtung studiert oder der eine hat das Semester nicht bestanden oder das Studium anders zusammengestellt und alles war wieder anders. Es ist alles viel dynamischer und es ist viel aufwendiger, Freundschaften aufzubauen, sobald du erwachsen bist. Und dann kann es schon sein, du hast einen Arbeitsplatz und auch da, man hat es gut miteinander, aber die Leute sind 20 Jahre älter und du merkst, es funktioniert nicht ganz. Oder jemand anderes ist auch da, aber der Vibe stimmt nicht so genau beim Arbeitsplatz. Und du bist zwar okay, du hast ein tolles Arbeitsfeld, aber Freunde an der Arbeit passt irgendwie nicht so. Und du merkst, du musst selbstständig deine Freundschaften wieder pflegen. Und das Ziel in den 20ern ist, dass du lernst, Intimität zu erleben. Intimität wieder, also dass du nicht nur oberflächlich Kontakte knüpfst, ein bisschen Bekanntheitsnetz hast, ein Network, sondern dass du wirklich tiefe Freundschaften wieder hast. Intimität, das bedeutet, du hast eine Nähe, da ist ein Vertrauen, da ist auch ein Stück weit ein gegenseitiges Commitment, weil man sich kennt und miteinander so ein bisschen Leben wirklich teilt. Und du merkst, das alles ist nicht mehr selbstverständlich. Also wenn du eine Krise hast mit Freundschaften, weil du anfangs 20 Jahre bist, dann darf ich dir sagen, du bist nicht alleine. Ich habe es so gemacht, ich war hier im ICF und habe gesagt, cool, ich gehe gleich in eine Small Group und ich arbeite mit. So komme ich schnell rein und werde schnell wieder, wie in der alten Gemeinde, wo ich vorher war, werde ich wieder super Freunde finden und das macht zack und dann bin ich wieder da. Und ich war überrascht, dass es 3 Jahre gedauert hat und ich habe wöchentlich mich investiert in Freundschaften. 3 Jahre hat es gedauert, bis ich es gefühlt habe, jetzt habe ich wieder gute Freundschaften. 2018 hat ein Professor in Kansas, Hall heißt der, hat eine Untersuchung gemacht. Für so oberflächliche Freundschaften braucht man 50 Stunden Beziehungsarbeit. Für ein bisschen tiefere Freundschaften 90 Stunden. Für einen engen Freund, einen besten Freund, beste Freundin 200 Stunden. 200 Stunden. Freundschaft ist nicht etwas, das gratis kommt. Als Kind war das automatisch, dass du diese Berührungspunkte hattest, in der Schule, in der Klasse, wo die Konstanz da war. Jetzt bist du 20 und ich muss dir leider heute mitteilen, du musst viel selbstständig investieren und du kommst nicht dran rum. Tut mir leid, liebe 20er, dass ich euch das heute sagen muss. Die Bibel hat aber auch diese Vision und die Bibel spricht auch von dem, wir müssen uns auf den Weg machen und diese Intimität suchen. Ich gebe euch den biblischen Kontext, weil die Bibel spricht, hat ein spezielles Wort dafür, das heißt Yada.
Yada ist dieses Wort, das für diese intime Freundschaft, für Intimität steht, den wir benutzen können. Und Yada, ihr seht das, das bedeutet, wir wissen, wer wir sind. Wir kennen einander. Ein Vertrauen ist da, ein Annehmen, das ganzheitlich ist, weil wir so vertraut sind. Und das ist dieses Wort, wonach wir uns sehnen. Das ist das, wo wir uns ausstrecken müssen, dass unsere Freundschaften wieder Yada haben, gefüllt sind von diesem Yada. Und in der Bibel kommt dieser Vers kommt in 3 Arten vor. Yada erlebt Abraham, also Abraham erkannte oder Abraham Yada Sarah und Sarah wurde schwanger. Was ist denn da passiert? Weil ich finde es super, dass die Bibel diese Vision gibt. Ja, wenn es um Sex geht, geht es um mehr als nur das Körperliche. Es geht, und das, wenn du verheiratet bist, wirst du das merken, wenn du Sex hast, es spielt alles eine Rolle. Alles Thema schwingt mit hinein in deine Sexualität. Und diese Ganzheitlichkeit wird betont hier in der Ehe. Aber kennt ihr König David? Vor 3000 Jahren hat König David gelebt. Und als er noch nicht König war, hatte er einen guten Freund, den Jonathan. Und David wurde verfolgt in dieser Zeit und Jonathan erkannte als bester Freund seine Not. Yada. Also auch in Freundschaften wird Yada verwendet. Aber am meisten braucht die Bibel dieses Wort Yada, das Yada, diese Intimität, diese Nähe, wenn es um Gott und dich geht. Gott hat dieses Yada für dich. Jetzt musst du das aufsagen, das, was du zutiefst dir wünschst, diese Intimität zu erleben. Gott hat das. Er sieht dich, er kennt dich, er nimmt dich an, er liebt dich. Also wir können diese Tabelle jetzt so ausfüllen, dass das, biblisch gesehen, ist eigentlich diese Yada-Intimität die wünschen wir uns und diese Yada-Intimität müssen wir gemeinsam erleben. Das sehnt sich unser Herz. Jetzt ist es aber so, du weißt, wenn du Nähe, Beziehungen haben möchtest, dann braucht es immer auch, du musst schlau sein. In wen investierst du deine Zeit? Wie investierst du in Freundschaften? Wo investierst du dich hinein und wo auch nicht? Du musst weise werden, schlau werden. Wie baue ich Freundschaften auf? In welche Menschen lohnt es sich, in welche nicht? In welche und wie muss ich mich, wann muss ich mich abgrenzen, wann auch nicht? Und ich glaube, das ist ein Riesenthema. Und wenn du auf Social Media, du siehst andauernd Beziehungstipps oder wie du Grenzen setzen kannst, wie du Beziehungen aufbauen kannst. Ich habe euch eine ganze Palette von Sprichwörtern angegeben. Wie entscheidet man weise, in wen man investieren soll oder nicht? Ganz viele Dinge, also Boundaries setzen, wo und wo nicht. Es ist nicht mein Job, deine Emotionen zu managen. Self-Care ist wichtig. Ich bin nicht verfügbar grundsätzlich. Ich entscheide selber, in wen ich Beziehung möchte. Dann alle Red Flags musst du natürlich kennen. Und dann ganz wichtig, #Healing from Narcissism. Ja, wer nicht, oder? Toxic Free ist ein Riesenthema, Toxic, also grenz dich ab, Achtung, es gibt zu viele toxische Menschen, wo du Angst haben musst. Was gibt's noch? Emotional Detox. Ich muss zuerst für mich selbst da sein und die Welt, oder es gibt in deiner Welt, in deinem Umfeld prasseln die ganze Zeit so viele Beziehungsratschläge und Abgrenzungsratschläge. Wie macht man das richtig auf dich ein? Und darum ist es heute wichtig, lernt die mal alle auswendig. Nein, ich glaube, heute, was wir machen, wir müssen sehen, wir sind so zugedröhnt von Informationen, von klugen Ideen, was man alles machen könnte. Und ich gebe dir heute einen Ratschlag, nämlich nimm dir doch bitte zuerst mal, gerade als Christ, ein Beispiel an Jesus selber. Nimm dir ein Beispiel von Jesus, wenn es um Beziehung geht, weil ich habe gemerkt, da ist so schnell viel Schmerz auch mit dabei. Es klingt so einfach, ja, wir brauchen ja da Intimität. Der Weg dorthin, die Verletzungen, die du hältst, damit umzugehen, wenn du auch mal Ablehnung erlebst, es ist nicht so einfach. Und darum geh zu Jesus. Vertraut euch meiner Leitung an, sagt Jesus. Lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, findet ihr Ruhe für eure Leben. Nimm die Beziehungstipps von Jesus an. Sieht cool aus, oder? AI hat gesagt, etwa so hätte Jesus ausgesehen, wenn er mir zugezwinkert hätte. Muss also stimmen. Weiß man nicht.
Jesus lebte Beziehungen immer furchtlos. Das ist das Prinzip Nummer 1. Du hast von diesen Beziehungstipps vorher gesehen, sehr viele gehen davon aus, es kann sein, dass etwas schief geht, dass du zu kurz kommst. Jesus lebte Beziehungen immer furchtlos. Jesus kam in erster Linie zum Dienen und zum Geben. Jesus hat sich ganz klar als Geber positioniert. Jesus hatte keine Angst, oh, in der Beziehung komme ich vielleicht zu kurz. Könnte es sein, dass er sich mehr reingebe, als ich rauskriege. Jesus lebte furchtlos. Er liebte auch jene, die es nicht verdient haben. Die Bibel ist voll davon. Jesus hat bedingungslos geliebt, weil er sich mit Gottes Liebe aufgetankt hat. Er ließ sich aber auch nicht ausnutzen. Man wollte Jesus politisch nutzen, man wollte Jesus für verschiedene Dinge. Jesus hatte keine Angst, Menschen auch mal zu enttäuschen, weil es nicht seine Aufgabe war, alles zu erfüllen, was man von ihm erwartete. Jesus hatte aber trotzdem immer ein mitfühlendes Herz. Jesus war furchtlos in allen seinen Beziehungen. Und so hat der Beziehungsumkreis hat es ausgesehen. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht. Jesus hatte seine 3 Jünger, Jakobus, Johannes und Petrus, die hat er mitgenommen, als er einen Toten aufgeweckt hat oder zum Berg der Verklärung. Einfach für gewisse Storys waren nur die 3 um ihn herum. Und dann hat er 12, die 12 Jünger, die er auch Apostel nannte, hatte er dann. Und dann gab es eine weitere Gruppe an 72 Leuten, die immer mit Jesus herumgezogen sind, immer wieder. Und dann noch den weiteren Kreis, wo er immer wieder auch offen war für die ganze Volksmenge. Jesus hat seine Beziehungen, in wen investiert er sich, wie fest hat er gemanagt. Und ich möchte euch reinnehmen, wie managt man seine Beziehungen wie Jesus. Wir geben euch 3 Prinzipien mit. Wie managt ihr am besten eure Beziehungen und grenzt euch auch ab in euren Freundschaften? Yes, danke Joel. Unser erster Punkt ist, mach dich nicht abhängig von Komplimenten. Zu Jesus kam mal ein Mann, er sagte, du guter Meister. Und Jesus wies dieses Kompliment zurück und sagte, nur Gott alleine ist gut. Und ganz ehrlich, Jesus hätte sich feiern lassen können, weil von dem, was ich von Jesus weiß, er war perfekt in puncto Beziehung, in puncto Freundschaften, aber Jesus sagte in diesem Moment nein, weil er sein Selbstbild nicht anhand von Worten von Menschen abhängig machte, sondern anhand von dem, was der Vater über ihn denkt. Und ganz ehrlich, Komplimente gehören dazu in Beziehungen. Es gehört einfach dazu, dass man sich Komplimente macht, dass man da ist, füreinander gute Sachen zuspricht. Aber wenn ich in diesen Raum schaue, dann sind wir irgendwie eine Generation, Meinungen von anderen sind uns wichtig und fast ein bisschen zu wichtig. Und wenn es darum geht, dass enge Leute uns Komplimente machen, dann macht das was. Teilweise zu fest macht das etwas in uns. Vielleicht kennst du das, du postest was auf Instagram und alle paar Minuten schaust du, ob du da ein Like bekommen hast, ob da irgendwie ein Kommentar kommt und dann wer schreibt diesen Kommentar. Und wenn wir ehrlich sind, dann macht es wahrscheinlich ganz viel mit unserem Herzen. Das ist wie so ein Seil. Ich hänge es mal rum. Das ist wie so ein Seil. Wenn auch immer Leute uns gut zusprechen, dann schafft das irgendwie eine Abhängigkeit zu ihren Worten mit unseren Herzen. Und wenn wir ehrlich sind, wahrscheinlich kennen wir das. Wenn Leute gute Dinge zu uns sagen, dann ja, ist es gut, aber es zieht uns irgendwie an die Person. Und wenn wir kein Kompliment bekommen, dann zieht es uns vielleicht runter. Oder wir haben so diese Bewegung und warten, bis da das nächste Kompliment kommt. Und ich kenne das aus meinem Leben. Ich weiß noch, als ich... Ach, du reißt um meinem Hals. Du erhängst mich fast, mein Freund. Mit deinen Komplimenten. Ich weiß noch,
als ich so Ende Teenagerjahren, Anfangs 20 Jahren begonnen habe im ICF mitzuarbeiten, mitzuleiten, da war ich, wenn ich ehrlich bin, schon ein bisschen abhängig von Komplimenten und von dem, was andere über mich dachten und zu mir sprachen und mich hochlupften. Ich meine Sachen wie, Paul, du machst das so gut, so wie du die Menschen für Jesus bewegst. Und das ging irgendwie so tief in mein Herz, dass ich wie ein bisschen abhängig davon wurde, dass Leute was Gutes zu mir sagen. Und als ich einmal ehrlich war, merkte ich, hey, ich bin eigentlich gar nicht frei. Ich bin abhängig von Worte anderer Menschen. Ich bin eigentlich, wenn du so willst, ein bisschen fremdgesteuert, war ich. Und ich wusste da, ich muss loslassen. Ich muss loslassen von Meinungen von anderen Personen. Ich muss loslassen. Und ich muss das in mein Herz hineinlassen, was Gott über mich sagt. Und da kam eine Zeit in meinem Leben, wo ein Prozess begann. Ein Prozess, wo ich irgendwie kennenlernen durfte, was Gott über mich denkt. Und irgendwie, was Jesus, wie er das abwies, das hat mich irgendwie inspiriert. Weil Jesus wusste genau, was der Vater über ihn denkt. Und er machte sich abhängig von dem, was der Vater über ihn sagt. Und ich möchte auch dir heute Abend sagen, Sunday Night, der Vater hat so viele gute Gedanken über dich. Mach dich abhängig von dem, was der Vater sagt. Schneide ab. Wenn es funktioniert. Vorher hat es funktioniert. Es wird schon funktionieren. Mach, ziehe. Vielleicht musst du mir mehr Komplimente machen. Oh. Schneide ab. Da, wo Komplimente in dein Herz kommen und deine Identität zu fest prägen und dich ausmachen. Jesus wies dieses Kompliment zurück. Und ich möchte dich heute Abend einladen. Das ja da ist genau das. Gott kennt dich und ich wusste in diesem Moment, Gott liebt mich, aber er kennt mich. Er weiß, was er in mich hineingelegt hat, wer ich bin in seinen Augen und das durfte ich in meinem Leben kennenlernen und da abschneiden und wirklich Freiheit gelangen. Dass Leute können mir heute Komplimente geben, ja, ich schätze es, aber was wichtiger ist für mich, ist, was Gott über mich denkt. Amen, come on. Das Zweite, Jesus hat sich nicht abhängig davon gemacht, ob er dazugehört und Leute zu ihm halten oder nicht. Jesus hat gepreacht und super schöne Dinge gesagt und die Leute sahen die Wunder und haben die Liebe gespürt und sind in Tausenderscharen ihm nachgefolgt. Dann gab es aber auch Momente, wo er ihnen ehrlich gepreacht hat, aus Liebe, die Wahrheit, die für sie schwieriger zum Tragen war. Und sogleich waren die Leute wieder weg und haben Jesus auch wieder verlassen und gingen wieder ihre eigenen Wege. Und Jesus hat nicht daran festgehalten, er hat sogar seine Jünger gefragt, hey, ich bin nicht abhängig davon. Ich bin nicht abhängig davon, dazugehören. Sogar ihr Jünger, meine nächsten Freunde, auch ihr, wenn ihr wollt, ihr dürft gehen. Ihr dürft. Das ist crazy, wie Jesus sagt dir, du darfst Jesus nachfolgen. Er ist nicht abhängig davon. Du darfst auch nicht. Wie du das willst. Jesus hat sich nicht abhängig gemacht. Bei mir ist das ein bisschen ein schwierigeres Thema. Ich kann mich erinnern, ich war ja eben im Gymnasium. 2 Jahre war ich in der Sekundarschule, dann bin ich gewechselt und meine Sekundarklasse hatte noch ein letztes Schuljahr, dann eben ohne mich. Aber die haben eine Party gemacht, wo ich dann auch hinging und war da, bin mit meinem Velo hingefahren und dann war ich da. Und dann habe ich so ein bisschen mit den Leuten gesprochen und irgendwann kam da eine Gruppe dann zu mir und hat gesagt, lieber Joel, diese Party ist nur für die Sek-Klasse und du bist jetzt im Gimmi und du gehörst nicht mehr dazu, bitte geh doch nach Hause. Und jetzt sage ich etwas, das schmerzt, das ist nicht inklusiv und es hat weh gemacht, es war mir super peinlich. Und als ich aber mit dem Velo dann wegfuhr, ging ich ins Gebet und ich habe Gott gehört, die haben alles richtig gemacht. Die dürfen ihre Party machen und einladen, wen sie wollen. Man darf dir Ja sagen und man darf dir Nein sagen.
Mach dich nicht abhängig, ob die Leute dich dabei haben wollen oder nicht. Bitte, sei nicht abhängig davon. Und ich sage dir, das ist ein Riesenskill, den du lernen musst, loszulassen. Nicht abhängig davon sein, ob die Leute sagen, ja, du bist dabei oder nein, du bist dabei. Ich bewundere immer wieder Männer, vor allem mit Männern spreche ich, und die haben den Mut, eine Frau zu fragen, ob sie mit ihm auf ein Date gehen. Und sie kriegen einen Korb. Und ich bin so Fan von diesen Männern. Es gibt so viele Männer, die können das gut nehmen und sagen, okay, dann ist es nicht so, wenigstens habe ich es probiert. Und ich weiß, viele Frauen sind Fan von diesen Männern, wenn sie auch ein Nein akzeptieren können und trotzdem den Mut haben, ein Risiko einzugehen. Oder sie gehen auf Dates und akzeptieren ein Nein. Das ist ein Grundskill, den du musst lernen, einen Korb zu erhalten und zu ertragen, dass es schmerzt, dass es weh macht, aber es ist okay. Und du drückst nicht und du ziehst nicht zurück und du wirst nicht gereizt und schadest der anderen Person. Du kannst einen Korb tragen, das ist ein Grundbeziehungsskill, den du brauchst. Weißt du, als ich meiner Frau zum ersten Mal meine Liebe gestanden habe, hat sie gesagt, das ist schön und gut, aber ich habe leider noch Gefühle für einen anderen Mann. Dann habe ich gesagt, du darfst Nein sagen. Hat sie gesagt, ja, ich weiß nicht, ob ich Nein sagen will. Ich habe diese Gefühle, ich kann doch auch nichts dafür, aber können wir trotzdem auf Dates gehen? Und dann habe ich gesagt, sobald du weißt, dass es nichts ist, musst du ehrlich sein zu mir. Aber solange ich eine Chance habe, auch wenn es nur 1% ist, hat sie gesagt, 1% ist gut. Immerhin. Ist kein ganzes Nein. Dann lass uns auf Dates gehen. Aber ich lass los, du darfst jederzeit Nein sagen. Und hätte ich das nicht gemacht, wäre sie sofort abgehauen und hätte das beendet. Aber weil ich gesagt habe, du darfst mir Nein sagen, hat sie sich darauf eingelassen, auf ein weiteres und noch ein Date. Und 3 Monate später hat sie die Beziehung mit mir angefangen. Aber hätte ich dieser Skill nicht und die Menschen um dich herum spüren, ob sie auch Nein sagen dürften oder nicht. Lerne diesen Skill, dass du einen Korb kriegst und du erträgst es. Wie ein Mann oder wie eine Frau. Du bist nicht abhängig. Lerne diesen Skill und mach dich nicht abhängig davon, ob du dazugehörst oder nicht. Schneid das ab. Man darf dir Nein sagen, ohne dass dir ein Zacke aus der Krone fällt. Yeah. Come on. Unser nächster Punkt, mach dich nicht abhängig von Verletzungen. Als Jesus am Kreuz hing, wurde er verlassen von seinen Freunden, verspottet von den Menschen und ungerecht behandelt vom römischen System. Und was mich da immer wieder bewegt, sind seine Worte am Kreuz, wo er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das bewegt mich, weil ich merke, dass Jesus so in einer Extremsituation konnte er Vergebung aussprechen und loslassen. Und das ist so Vergebung auf höchstem Level. Und das wünsche ich mir für mein Leben, für unser Leben, dass wir vergeben können, wie Jesus in Freundschaften. Aber oftmals erlebe ich das, ja, wir können vergeben, aber irgendwie halten wir irgendwie noch fest an dieser Verletzung. Es ist nicht ganz weg, aber wir halten fest mit unseren Händen. Und da müssen wir lernen, loszulassen. Vielleicht kennst du das, du hast zwar vergeben, aber die Person ist gerade in diesem Raum und es macht was mit dir. Oder du denkst gerade über die Person, es macht was mit dir. Oder du kommst in eine ähnliche Situation und es macht was mit dir. Und ich glaube, wenn wir freie Beziehungen leben wollen wie Jesus, dann müssen wir uns entscheiden zu vergeben, aber auch entscheiden, um loszulassen, auch wenn es ein Prozess ist. Ich mag mich auch erinnern, als ich hatte einen engen Freund, wir waren wirklich so Besties, Bros for Life. Und dann kam eine Frau in mein Leben.
Und ich war so ein richtiger Simp. Ich habe ihn so hart ich habe ihn, wie sagt man, nachgelassen, die Beziehung nachgelassen. Ich habe nicht mehr so viel Zeit mit ihm verbracht und mit meinen Freunden. Ich war dann nur noch mit meiner Freundin. Und seine Reaktion war nicht unbedingt gut, sondern seine Reaktion war diese, dass er begann mit Sticheleien, mit blöden Kommentaren und er ließ mich blöd dastehen vor anderen Menschen. Und das ging tief in mein Herz, das verletzte mich, weil wir waren wirklich eng. Und wir konnten das klären, dachte ich, weil vergeben konnten wir. Aber jedes Mal, wenn er wieder kam mit seinen Sprüchen, dann habe ich gemerkt, ich konnte innerlich irgendwie nicht loslassen. Es kamen bei mir die gleichen Gefühle hoch und ich musste für mich selber entscheiden, ja, er ist eng mit mir, ich kann das ansprechen, er kann sein Verhalten verändern, aber ich musste mich entscheiden, um die Situation auszuhalten. Und ich glaube, wenn wir teilweise vergeben und zurück in die Situation kommen, dann müssen wir lernen, die Situationen auszuhalten. Das ist auch ein göttlicher Skill. Und aushalten heißt, es beeinflusst mein Herz nicht mehr. Das heißt, ich kann es loslassen, damit ich frei werde. Und genau das tat Jesus am Kreuz. Jesus hätte jeden Grund gehabt, um daran festzuhalten, was die Menschen ihn angetan hatten. Aber er ließ los. Er hielt es nicht mehr fest. Warum weiß ich das? Er sagt am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Schau mal, wenn du nicht loslässt, dann bist du komisch in deinem Handeln und in deinen Worten. Und gerade da, wo du ehrlich bist. Und ich gehe davon aus, Jesus war ehrlich mit dem Vater und er sagte, Vater, vergib ihnen. Er klagte die Leute nicht an, sondern er bittete dem Vater, sei gut zu ihnen. Und ich glaube, dass genau da Jesus am Kreuz nicht nur vergeben hatte, sondern er ließ los. Er ließ los von den Verletzungen, die Menschen ihn antaten. Und ich möchte dich heute Abend einladen, wenn Jesus das kann in einer Extremsituation am Kreuz, dann glaube ich, dass das auch für uns möglich ist. Ja. Dass wir vergeben können und auch loslassen. Schau, loslassen heißt bei Jesus, er war nicht abhängig von den Verletzungen. Er war abhängig von dem, was der Vater über ihn sagt, über ihn denkt. Und Jesus konnte loslassen. Und ich glaube auch, dass du und ich mit der Kraft von Jesus, mit der Kraft von Yada, Jesus kennt deinen Schmerz, er kennt deine Wunden, er ist dir nahe. Genau mit dieser Kraft von Yada können wir, wenn ich eine bessere Schere habe, loslassen. Weißt du warum? Weil du Freiheit verdienst. Amen. Du denkst, ja, die andere Person hat dich verletzt. Sie verdient keine Entschuldigung. Kann sein. Aber schau mal, durch den Tod von Jesus am Kreuz verdienst du Freiheit. Ja. Es steht dir Freiheit zu. Darum lass uns Sunday Night, auch immer da, wo wir Verletzungen haben, Vergebung aussprechen, auch lernen, wirklich loszulassen. Es ist so krass, Jesus hat seine Freiheit nie aufgegeben, seine Unabhängigkeit hat er in Beziehungen da bewahrt, weil er sich so krass festgemacht hat im Yada. Noch bevor das Jesus angefangen hat, Beziehungen zu Leuten zu pflegen und seine Jünger zu berufen und Nachfolger zu sammeln, hat er sich taufen lassen. Und es ist so ein Ereignis und ich finde das so maßgebend für uns, wenn Jesus es zuerst brauchte. Der Himmel hat sich geöffnet und sein Vater hat von oben herab gesagt, ich sehe dich, du bist mein Sohn. An dir habe ich richtig Freude. Und das ist dieses Ja-da-Moment. Das ist so wichtig, dass wir ein Ja-da-Moment haben. Wenn wir unabhängiger sein wollen und uns nicht abhängig, falsch, ungesund, abhängig machen von Menschen, dann lass uns suchen, dass wir in dieses Ja-da kommen und in diese Nähe, in diese Vertrautheit zu Gott. Und das möchten wir heute Abend gemeinsam machen. Uns dieses Ja-da-Moment gönnen, bevor wir nachher nochmal beten und die Seile nochmal abschneiden. Ich möchte, dass du einen Moment machst, schließ deine Augen und halte deinen Kopf nach oben. Auch wenn du jetzt das als Podcast zusiehst, schließ deine Augen und
und schau nach oben. Denn ich glaube, der Himmel ist offen über dir. Gott will dir nahe sein. Gott sieht dich jetzt, wie du warst, woher du kommst. Und Gott möchte dir nahe sein. Und akzeptiere heute ganz bewusst sein Ja da, seine Nähe. Jada, du kennst mich. Nicht so ein Insta, ich folg dir mal kennen. Nicht, ich hab von dir gehört, sondern erkennen. Jada, mit Tiefe und Nähe. Bis in den letzten Winkel meines Herzens. Du kennst mich. Du schaust mir ins Herz und weißt alles über mich. Wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, du weißt es. Alle meine Gedanken kennst du genau. Nichts an mir bleibt dir verborgen. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Du weißt, was ich sagen möchte, noch bevor ich es ausspreche. Du bist vor mir. Du bist hinter mir. Und du hältst deine schützende Hand über mir. Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Schon im Leib meiner Mutter hast du mich gesehen und nicht einmal meine Zukunft bleibt dir verborgen. Du kennst mich bei meinem Namen, meine Geschichte, meine Wunden, meine Wünsche. In schweren Zeiten bist du meine Zuflucht. Weil du mich verstehst, ich bin dir wichtig und du bist gut zu mir. Wenn meine Welt schreit, zu wenig, zu falsch, zu schwach, dann weiß ich, niemand kennt mich so gut wie du und du verurteilst mich nicht, denn ich gehöre zu dir. Ich bin kein Zufall, kein Schatten, kein Störgeräusch. Ich bin Jada, von dir erkannt, von dir gewollt, von dir geliebt. Wenn ich Predigten höre, dann gibt es oft so Momente, wo ich glaube, es kann sein, dass Gott geredet hat, vielleicht aber auch nicht. Und das ist normal. Aber wahrscheinlich hat Gott wirklich jetzt etwas zu dir gesagt. Und darum schreib lieber jetzt mal das auf und nimm es. Wie in dem Gleichnis, wo Jesus sagt, lass die Samen, die Gott sagt, auf fruchtbaren Boden in deinem Herz treffen. Und wenn du sagst, ich möchte noch mehr wissen, was da läuft, was abgeht, dann join unseren Telegram-Channel, der wird dir eingeblendet und du kannst einfach mal klicken und schauen, was wir so vor Ort für Angebote haben oder auch sonstige Angebote. Unter anderem haben wir auch nicht nur am 7. unsere Celebration, sondern am 5. unser Sunday Night Extended. Ja, dort kannst du in kleinen Gruppen lernen, einfach zusammen Bible Studies machen und praktische Tipps und Tricks mitnehmen. Und wir freuen uns, dich auch mal vor Ort willkommen zu heißen. Und jetzt sagen wir dich einfach, dass Gott das, was er am Tun ist in deinem Leben, kann vollenden und dass du Frucht bringst, gerade auch in den nächsten Tagen. Amen.